Guten Abend, allem. Ich bin Gitel Schechter Vishwanath, ich bin der Vorsitzende von der Jiddisch-Liga. Wir haben ein Büro hier in Binyan und wir stellen Hand vor für ein Programm in jiddischen theologischen Seminars. Es ist ein sehr schöner Ort zu sein. Before we begin, I'll say this in English, just some housekeeping details. There are ladies' rooms and men's rooms in that direction over there. Coffee and cookies, Kava und Kirchlach von hinten. Sehr angenehm. Okay, I think we can get started. Ich will sagen, Baruch Abu zu unser Gastredner Vivi Lax, was ist gekommen zu schwimmen zu der goldenen Erde, Arsch von London, zu reden hat für uns. Vivi Lax ist ein Historiker von einer bekannten jüdischen Gegend in London, was heißt die East End. Sie ist auch eine Übersetzerin und Sängerin. Vivi hat geholfen schaffen und schreibt und präsentiert the Cockney Yiddish Podcast und ihr habt auf eurer Bänklach Informationen wegen dem. Und sie ist eine Kulturtierin in London. Sie hat mitorganisiert dem größten jüdischen Parade. Ich weiß nicht, was das ist, aber ihr könnt sie fragen. Und dem Yiddish Cafe Trust, eine Dachorganisation, was geht sich ab mit verschiedenen Initiativen zu stützen Jiddisch in dem Vereinigten Malchus, das heißt in dem UK. Sie singt populäre Lieder auf Cockney Jiddisch mit der Gruppe Klezmer Club und Kachanis und führt Spaziertouren über der East End. Vivi hat schon geschrieben 3 Bücher auf der Thema. Eins hat geheißen Whitechapel Noise, das zweite London Yiddish Town und ihr neues Buch, was heißt East End Sketches from the London Yiddish Press, gibt uns einen im vergleichenden Blick heran in dem Leben, in die Arbeiter, in der Politik und die Frieden von der East End, von ihren Blühjahren in die 1890er Jahren bis die 1950er. Das Buch ist da bei der Seite und noch das Programm wird ihr sich können anschaffen an eigenem Exemplar, gehasmet von der Mechabete, auf einem Muschesticker Hanuche. Sie helfen Vivi mit dem Präsentieren in einem schmiessenden Thema, wird unser eigener Dr. Sheva Zucker, die gewesene Exekutivdirektorin von der Jiddisch-Liga. Sheva ist eine beliebte Jiddischlehrerin, was hat schon gelernt auf 5 Kontinenten. Und sie hat umgeschrieben die 2 Bände Yiddish an Introduction und euch gewähnt am Mitredakteur von Motel Pacey dem Chazens, studentische Ausgabe. Weißt ihr Schimmestame? Efter weißt ihr aber nicht, dass Sheva ist die Schafferin und Schreiberin von nicht ein, nur darf 2 Bloggen. Das erste heißt Liederlicht, wie sie hat gedruckt, jüdische Lieder wegen Mames, dachte sich, nachdem es dann Mames Nifte geworden. Ja. Und ihr neuester, origineller Blog heißt Parsche Poesie, wie sie druckt jede Woche jüdische Leinlieder, was haben mathematische Verbindung mit der Parsche oder der Sedre von der Woche. Sheva hält jetzt in der Aussendung ein neues Textbuch, basiert auf Auszügen von Autobiografien von jüdischen Persönlichkeiten. Und als der Maseldicke Tag wird umkommen, wird die Jiddisch-Liga mehr zu Shem herausgeben, das Buch. Und jetzt bin ich bereit, überzugeben das Wort und das Mikrofon Vivi Lax und ihr Unterhelfer Sheva Zucker. Okay, gut. Ich muss sagen, als Anschreiben ein Lernbuch ist eine Schule auf ein Langleben. Ihr hört nicht? Oder? Ja? Ist gut? Ihr soll sein. Okay, ich kann es euch halten. Gut, Vivi. Koidem Kol, Yasher Koyach. Sag größer, was? Ist das besser? Okay, gut. Koidem Kol, Yasher Koyach. Dachte ich, sie gewinnen nur 2-3 Jahre zurück, wenn wir haben mal rumgeredet, das frühere Bücher ist, wow, turn them out fast, ist das Bücher hat zu tun speziell mit der Londoner oder englischer, aber
Derika London, jüdische Presse. Kannst du uns geben ein bisschen zu verstehen, wegen dem, was seien die Schreiber, was seien die Publikationen, die Kufes und so weiter? Das ist das darf eine sehr lange Schule. Auf jeden Fuß, ja? Ja. Auf jeden Aber Fuß. lass mir geben einen Guck. In Leonard Prager hat geschrieben ein Buch, Yiddish Culture in Britain. Und hat ein Regime von allen die Zeitungen und die Zeitschriften, die sind publiziert geworden in London. Und hat gesagt, dass hat mehr von 200, aber ob man zahlt, es ist knapp 300. Und Menschen haben mir gefragt, aber das ist sehr, sehr schade, weil in London, wir haben gehabt in der East End von London öfter 120.000 Menschen und auch so viele Zeitungen, aber wir haben das selber verdient. Eins, jeder einer in der East End von London haben gemeint etwas anderes von einem anderen. Ja, sie haben gekriegt eine Sache und sie haben gedacht, haben sehr Zeitungen, was dann gewesen bei MSV sei. Das gewinnen 120.000 Jeden oder Menschen, wenn du es gesagt hast? Jeden. Jeden. Okay. Und, aber als Zweiten, sie haben gehabt mehr von dem, weil als Sachmenschen in der Immigranten-Ära-Periode, Skufe, haben sie gehabt als Sachmenschen, die sind gewesen offen Weg zu Amerika, in Amerika. Ja, und sie haben geblieben, sie sind geblieben in der East End von London ein paar Tage oder ein paar Wochen oder ein paar Jahre. Sie haben gehabt viele Doppel den Nummer. Und 3, die Zeitungen haben nicht gedauert so lang. Ein paar von sie sind gewesen nur ein paar Exemplare und ein paar Jahre lang. Und wir haben gehabt, ja, beide tägliche Zeitungen, wöchentliche und andere. Also es ist eine große Kurve von der 80er, den mitten 80er Jahren bis 1950er Jahren. Also wir haben gehabt, das auch verschiedene Schreiber, weil ein paar von sie sind gekommen und haben geschrieben und gelaufen in Amerika. Weil sie haben gesagt, das Vive in London ist nicht genug reich für sie. Aber ein paar von sie sind gewesen der ganze Kufe. Ja, das wollen sehen. Okay, gut. Okay. Du redest als Sach in dein Reinführ wegen dem Wort Feuilleton, was Sachamerikaner wissen nicht, das Wort, oder man kennt das Wort, öfter, man kennt Jiddisch. Erzähl uns ein bisschen wegen dem. Okay. Aber man kennt das Wort auf Jiddisch, weil jede jiddische Zeitung hat gehabt ein Feuilleton. Und was wir können sehen, also sie haben genutzt andere Namen, nicht nur Feuilleton. Ja, also wir haben ihr kann sehen, geringer von mir, ja, ein Bild von wirklichem Leben. Das ist ein Feuilleton. Und wir wissen, ein Remes ist, dass wir haben eine schwarze Linie. Ja? Und das ist below the line, es ist auf Englisch. Und wir haben eine Skizze oder Strichen und bildlich, ein Miniatur, Londoner Erzählung, ja, also wir haben andere Wörter, aber das Wort Feuilleton in Jiddisch es ist Feuilleton, in Hebräisch es ist Philiton, aber bei Emmes der Lamed, bei Emmes in Französisch, man hört der Lamed nicht, das ist Feuilleton. Ja, also in Englisch man sagt Feuilleton. Und was ist das? Das ist etwas, was ist nicht der Neues. Etwas, was ist anders, sie alle Sachen, die sind in der Zeitung. Das ist nicht wegen, was
das ist nicht Berichten von was ist geschehen in der Neues, aber es hat oftmals ein Scheiches mit dem mehr wie eine Opinion, eine Meinung oder eine humoristische Sache oder satirisch. Und sie sind gewesen sehr, sehr populär, haben sie angehäuben in Frankreich, aber sie in alle die Zeitungen in Frankreich, Deutschland, Russland und so in der jüdischen Zeitungen in der Mitten 80er Jahren. Und das wegen dem Wort Fei. Ja, das ist gewinn interessant. Ah, ja, also das ist gewesen ein Satz? Ein Seitel. Oh, es kommt von dem Wort, ich kann es nicht sagen auf Französisch, F-E-U-I-L-L-E, Fui. Feuille. Gut, dich zu sein. Ja, das ist euch interessant. Ja. Also in Anhieb haben sie gehabt ein paar Seitler, wo sie haben genommen in der Zeitung. Also das ist nicht gewesen ein Teil von der Zeitung, aber etwas anderes. Und sie haben gehabt mit sie, was ist geschehen in Kultur und ja, in Stadt. Und also Menschen können sehen andere Sachen, bedarf klar kulturelle Sachen, Theater und so weiter. Nachdem haben sie angehäuben zu bringen es in der Zeitung Gufe. Und sie haben gebeten, was es ist gewesen. Also es ist nicht gewesen nur Reklames oder viele Rezensionen. Es ist gewesen Gedanken und, what did you say for opinion? Meinungen. Und es ist geworden sehr populär, also sie haben gehabt mehr von eins. Und eine Sache, was ist gewesen sehr populär, ist gewesen meistens jeden Tag, was wird sein ein anderer Kapitel jeden Tag. Ja? Also das ist gewesen ein bisschen von dem, und ein bisschen von der Meinung, und ein bisschen von... Also öfter an Zeitung kann haben 2 oder 3 Feuilletonen und später, sie haben gehabt auch viele mehr von dem. Aha. Ist, wenn du sagst die Meiselach, du meinst ein Roman in Hemshechim? Ja. Ah. Ja. Interessant. Und die Feuilletonen sind gewesen Skizzen oder ja, sehr klein. Öfter 800 Wörter oder etwas so. Sie sind gewesen klein. In Englisch ein bisschen kleiner, weil Jiddisch hat mehr Wörter in Englisch. Gut, ich lasse mir anheben lernen. Und der erste wird sein Morris Winchewski, was wir kennen von seinen Liedern, ja, alle Brüder und die Zukunft, ist der erzählen uns ein bisschen wegen ihm und seine Arbeit in der Presse. Also Morris Winchewski ist besten gut bekannt für seine Lieder, was hat geschrieben wie ein Sweatshop Poet, ja, aber bei Emmes hat geschrieben mehr andere Sachen. Und einer von ist gewesen ein Redaktor von Sachzeitungen, ein paar in London und später weiß ich nicht, ob ist gewesen ein Redaktor in New York, aber hat geschrieben eine Sache. Eine Sache, was hat geschrieben, ist gewesen sehr fähiger Feuilletonist. Das ist doch das Wort für was hat geschrieben, Feuilletonen. Und hat gehabt ein Charakter, Pseudonym. Der Meshuggner Philosoph. Ja? Also hat gehabt eine Rubrik, jeden Tag, jeden Woche, geschlagene Gedanken von einem Meshuggner Philosoph. Oder Bilder und Schreiberei von einem Meshuggner Philosoph hat gehabt, ein paar verschiedene Sachen. Und das ist sehr populär und hat gehabt ein Nickname, der Seide, ja, weil der Seide ist gewesen der Meshuggner Philosoph und hat gehabt an Enikol und sie sind Schmusen zwischen sie. Okay. Also ja, also mal lernen von
einer, was ist reformierter Neser. Und das ist geschrieben in 1890 in der sozialistischen Zeitung der Arbeiterfreund. Und ich will heben an lehnen in Englisch von der Übersetzung und Sheva in Yiddish. Okay. Reformed noses. My grandson came home from school today with an important piece of news. A friend of his told him that one of his other friends heard that his father had read in the paper that some clever bloke in America said that he had found a way to reshape noses. What an amazing place America is. Reformierte Neser. Mein Enikel ist heint gekommen von Schul mit a wichtige Stickel Neues. Wie seine Rachaver hat ihm gesagt, hat jenem sa Freund gehört, als sein Vater hat gelesen in a Zeitung, als in Amerika hat sich gefunden ein Mensch, a Chochem, welcher sagt, als kann übermachen Neser. A wunderbare Medina, Amerika. As my grandson says, the plan is not to make noses better at smelling. In this respect, the Yankees don't need better noses, but to make noses more attractive. The nose reformer says he can make flat noses prominent and protruding noses flatter. He can make long noses short and short noses long. To sum up, he is a sort of magician who can make your nose look however you like. Wie mein Enikel sagt, ist der Plan nicht zu machen, als Neser sollen können besser der schmecken. In dem Prat darf Yankee gar nicht keinen besseren Nose nicht, wie hat, sondern als Neser sollen haben mehr Chen. Der Nose-Reformer sagt, als kann machen platschige Neser beulet und zu a rausgestarzte flache. Als kann machen lange Neser kurz und kurze länglich. Bekitzer, kann machen von eier Nose, was wilt allein. Azamin mechashef ist reich. Then, many of my English Jewish acquaintances come to mind. Whether they are gentlemen or not, the most important thing is to look English. And what prevents them from looking English is their unfortunate nose. What a fortune a nose reformer would have at the eastern wall of the grand Anglo-Jewish Bayswater Synagogue. For as you know, although the Jewish aristocrats are Jews in the synagogue, everywhere else they strive to be John Bull Englishmen, and their long beaked noses torment them. Dann sind mir aufgekommen auf die Gedanken viele von meinen bekannten englischen Jiden. Was ja Mensch, nicht Mensch, ist bei sehr Kleinigkeit. Die Hauptsache ist Aussehen wie Engländer. Und was dazu stört sie sehr unglückliche Nuss. Was für ein eigens mit Geld der Amerikaner Nussreformer wird gemacht in die Mizrachwand von Bayswater Synagoge. Denn ihr müsst wissen, als Gott die jüdischen Aristokraten seien in Schul Jiden, willen sie in alle anderen Erter sein rein John Bullske Engländer. Und sehr dicker, langer Nose macht sie nebach an Größe Inuim. Bei mir ist sogar in die Gedanken geboren geworden ein klein Gedichtele, welche ihr merkt sehen gleich da in Druck. Bringt die Neser, liebe Leser, und mein Schutef wird sie reformieren. Kurze, länger, breite, enger macht Brüder, lasst ihm nur probieren. Größe, kleiner, grobe, schöner. Stark verlegte Neser macht schmecken. Blasser Räte, gleich verdrehte macht wenn ihr sollt sich nur nicht schrecken.
In Inyonim von Minyonim und von Chevres, wenn ihr wollt sich mischen, bringt die Neser, liebe Leser. Nur zuerst müsst ihr sie wischen. Das ist etwas nicht poetisch. So I've composed a little ditty that you can see here in print. Readers, bring your noses, my partner here proposes to reform them into what your heart desires. Long ones, shorter, narrower, broader, he'll just do whatever it requires. Large to slight, thin put right, amaze your sense of smell along the way. Pale or glowing, straight or flowing, never again shamed from this day. With brand new flair when sunk in prayer, compliments will then fly to and fro. So bring your noses to smell the roses, but before you do that, you must first blow. That's not very poetic. Okay, compliments are flying. Bei der wunderlichen Übersetzung. Sie sind nur Teilen von dem, ja. Als ist gewesen ein Satirist und hat in dem euch starke satirische Sachen. Aber es ist so interessant, weil ich gedenke, in die 60er und 70er Jahren, wenn das gewesen eine Mode für jeden, speziell Frauen, sich zu reformieren, die Neser. Und wer hat gewusst, dass in 1890 haben jeden in England schon getracht wegen solcher Sachen. Ja, sehr interessant. Okay, ich lasse mal weitergehen. Das ist nicht so komisch. Yankele ist ein Pseudonym und ich habe ihn nicht gekonnt gefunden. Ein paar von den Pseudonymen habe ich ja gefunden, aber nicht dem. Und er hat geschrieben, eine Sache wegen Politik. Aber noch einmal bedenkt, klar, er ist gewesen mehr komisch, nicht satirisch, aber komisch. Aber das ist nicht komisch. Und ja, der Name in Englisch oder in Jiddisch ist es ein Gesere, ja, ein Gesere. An evil decree. Yeah. An evil decree against flower sellers. Das ist publiziert geworden in einer täglichen Zeitung, Die Welt, in 1915. Und wir wollen nur ein bisschen von dem. Die Matzev, ein größeres Spital, der London Hospital, und Verkäufer von Blumen, die stehen in draußen und ja, für Menschen zu geben zu den Menschen, die sind krank. The hospital needs money, and flowers are an unwanted luxury, a superfluous item even for the sick. A large placard hangs on the hospital wall with an inscription in clear, bold letters. As this is a very bad time for hospitals with so many patients and everything so dreadfully expensive, we request visitors not to bring flowers to their sick friends. It will be better to give the money to support the hospital. And the impoverished flower sellers see it as an evil decree. Visitors heed the sign and shake their heads in refusal when the sellers confront them at the entrance with bunches of flowers in their hands. Their income grows less by the day. Axere auf Blumenverkäufers. Der Hospital nötigt sich jetzt in Geld. Aber Blumen, das ist ein ungewünschter Luxus, eine übrige Sache, a viele Verkranke. Und auf dem Hospital ist rausgehangen ein größer Brett mit einer Aufschrift in große, beulete Äußeres. Heus, also wie jetzt, ist eine schlechte Zeit für Hospitals. Choloim sind für eine Sache und alles ist brandteuer. Bechein wird verlangt von Eulem, nicht zu bringen kein Blumen zu sehr kranke Freund. Sollen sie besser mit das Geld helfen dem Hospital. Und die armen Blumenverkäufer betrachten das als eine Gesehre.
Die Besucher folgen dem Aufschrift und schockeln mit dem Kopf auf Nein, wenn die Verkäufer begegnen sie beim Reingang mit die bindlich Blumen in die Hand. Der Pigeonseher wird kleiner von Tag zu Tag. Over there stands an old stooped woman wearing a white apron, gazing despairingly at the wilting and dried out flowers in her basket. She's already hoarse from shouting, but her wares are still all there. This woman walked a long way to get here, but no one wants to pay her a penny sale. It's as if her flowers have been excommunicated. Every now and then she looks up at the notice telling her that she has made a useless trip with her flowers, that nobody needs them here. The woman stands for a moment, sorrowfully pensive. She has stood here selling flowers for so many years, and now suddenly, without a why or wherefore, they are taking away the crumb of bread from her mouth. She can't believe it, and automatically holds the flowers out and runs after a couple who aren't even looking in her direction. Ort steht eine ältere, ausgebeugene Frau in einem weißen Fartuch und betrachtet mit Verzweiflung die Blumen, was trickenen und welken bei ihr in Kerbel. Sie ist schon häserig geworden, schreiendig, aber die Schreure ihre ist noch gar im Ganzen. Gekommen mit die Blumen her, ist die Frau von ein Stück wegs, geschleppt sich zu Fuß. Und da will gar keiner a Penny nicht geben zu lesen. Punkt wie alle wollten gelegt acherem auf die Blumen ihre. Und die ältere Frau hebt allemal auf ihre Augen auf dem Aufschrift, in welchen man erklärt ihr, als siehst, ist sie da gekommen mit ihren Blumen. Man darf sie schon jetzt nicht. Die Frau bleibt stehen eine Minute, treurig verklärt, als so viel Jahren da abgestanden und verkauft Blumen und inmitten drinnen gar ohne Verwass will man zunehmen dem bisschen Bräut von dem Mäuel. Es glebt sich es nicht und automatisch geht sie an die Blumen und lässt sich laufen nach einem Mann und Frau, welche gucken auf viele nicht in ihrer Seite. Also, das ist gewesen inmitten der Ersten Weltmilchome und Sachen sind gewesen geschrieben, Sachfeuilletonen sind gewesen geschrieben geworden während der Ersten Weltmilchome und sie sind sehr, sehr interessant. Das Buch ist in ein paar Teilen und jeder Teil ist, hat eine Reinführung zu der Tkufe und euch, weil andere Sachen haben geschehen bemäßig die Tkufes. Ja. Und euch etwas wegen jeden Schreiber, ja, und ein bisschen Kontext, ob man darf Kontext, das zu und verstehen. Bilder. Was? Und Bilder. Ja. Ja. Ein perfekter Format. Okay. Jetzt lassen wir gehen weiter zu etwas zwischen die zwei Weltmilchomes, was ist komisch, ganz komisch. Also das ist A Jew Takes a Pleasure Trip. Und das ist publiziert geworden in die Zeit, the newspaper The Times, in 1927. Und es ist gewesen eine Zeit, wo Menschen sind herübergefahren. Haben sich heraufgearbeitet, Efscher? Nein. Oh, haben sich weggezogen? Weggezogen von der East End, wenn sie haben gehabt ein bisschen mehr Geld. Ja. Suddenly, es regnet, ja? Also es ist ein Meister wegen zwei Schreinen und eins, ein Litwak, hat gekauft ein neues Auto. Aber ein neues Auto? Nein. Ein neues Auto, aber es ist gewesen ein neues Oh, Auto. nein, sie gewinnen, es ist Secondhand. Ein neues Secondhand-Auto. Ja. Okay. Und hat gewollt, dass sein Scheuchen wird kommen mit ihm und sein Weib und auch andere Menschen in sein Auto zu Westcliff. Westcliff ist gewesen eine Seaside-Stadt, ja, beim Bregjam.
Also, sie haben gefahren durch der East End von London zu kaufen Igelkes und andere Sachen, was dann in Jüdische machen. Suddenly it rained. It poured, and the Litvachka suggested pulling the hood over the car. But Mr. Litvak didn't want to. He assured her that it wasn't worth the effort because the rain would soon stop. And only when we were all thoroughly soggy and soaked through did he stop the car and say, "Do you think it might be a good idea to pull the hood on?" We both crawled out and pulled at the hood, but it wouldn't move. The fair-haired brother-in-law offered a piece of advice. "We need to get hold of a goy." We stood around for a while looking for a goy and then saw one. The goy came over, pulled the hood on, we paid him, and on we went. Okay. Yid, for of pleasure. Such a sach subtitlen. Schochen mit a car, an Sieg in Westcliff, me darf kriegen a goy. Mit a mol es regnet, a mabel. Die Litwatschke schlagt vor, euch spreiten die Deck von Kar. Der Litwak will aber nicht. Versichert, es ist nicht kedai die Kirche. Der Regen wird bald aufhören. Erst, wenn wir seien schon alle durchgenetzt und durchgeweckt, stellt ab die Kar und sagt, Erfscher wollt a Plan gewähnt zu nutzen dem Deck? Wir kriechen beide herab und ziehen die Deck. Lass sie sich nicht. Der Gellerschwager geht an Eize. Wir darf kriegen a Goy. Wir stehen a hübsche Zeit und gucken raus auf a Goy. Endlich kriegen wir. Der Goy kommt zu, zieht über die Deck, wir bezahlt ihm und wir fahren weiter. The car wasn't moving like it had been. It slipped this way and that like a drunkard, now swerving right and now left. The other cars passing us hooted their horns in long blasts like the chauffeur at the New Year. And the drivers swore at the Litvak and yelled at him threateningly. But he remained calm. Who listens to them? He complained. They can't bear it that a Jew has a car as well as them. Suddenly a slide and a screech and a What happened? Oh, just a minor incident, a tyre burst. We both crawled out. My Litvak got the spare tyre out of the car and we both tried to change the burst one for the good one. But it was no bloody use. We just couldn't do it. We were both covered in grease and stood with outstretched arms, not knowing what to do. The fair-haired brother-in-law offered a piece of advice. We need to get hold of a goy. Eventually we found a goy, the wheel was put on, and we went on further. Okay. Die Kar geht schon nicht wie früher. Sie glitscht sich her und hin und geht wie ein Schicker. Ot ist sie rechts und ot ist sie links. Die andere Cars, was fahren vorbei, bloßen Scheufert, Kies Gedäules und die Driver schilten dem Litvak und straschen mit Kulakes. Nimmt es aber ruhig, wer hört sie, teinet Sie verginnen nicht, was Jid hat euch a Kar. Plötzlich a Glitsch und a Quitsch und a Zschuh. Was ist? Ach, a Kleinigkeit. A Rod hat geplatzt. Kriechen wir beide herab. Mein Litvak nimmt herab die Reserverod, was hängt auf der Kar, und wir beide bemühen sich überbeiten die kranke Rod auf der Gesunder. Aber ein nächtiger Tag. Es geht nicht. Wir sind beide ausgeschmiert wie die Ruches und stehen mit ausgestreckter Hand und wissen nicht, was zu tun. Der Gellerschwager geht von der Kar an Eize. Wir darf kriegen a Goy. Endlich kriegen wir a Goy. Die Rod wird angetan und wir fahren weiter. Ich weiß nicht, ob Jackie Mason hat das gelernt, aber öfter seid ihr bekannt mit seinem Difference between Jews and Goyim. Und hat etwas wegen a Jid, aber hat ein Auto und es hört auf zu arbeiten, geht sagt, it stopped. Es hat sich abgestellt. Gegen a Goy, wenn der Auto stellt sich ab, hebt auf dem Deck, ist unter dem Auto, parkt, tut alles Ding, wird es verrichten. Und es ist sehr ähnlich. Und Efsche, willst du etwas sagen wegen dem, ich weiß, du schreibst jetzt etwas wegen Goy in Londoner Jiddisch.
In die, weiß ich nicht, 400 Feuilletonen, was ich habe gesammelt, ein paar von sie, öfter ein Drittel, haben gehabt, eine Person, was ist ein Goy in dem. Oder sie haben, das ist nicht allemal das Wort Goy, es ist nicht Jid, Christ, Englischmann und so weiter. Und es ist sehr interessant, was es ist, in jeder Fall der Situation wegen zwischen die Jiden und Goyim, weil in der East von London haben sie gewohnt zusammen. Ja, ein paar von die Gassen sind gewohnt, kiemat alle Jiden, aber bedeutsam haben sie die Marken sind gewohnt, beide Jiden und nicht Jiden und so weiter und in Arbeit. Und ich meine, als in dem Feuilleton ist es sehr interessant, weil ein Goy, du, ist ein bisschen wie ein Shabbos-Goy. Ja, ein Shabbos-Goy tut Sachen, was ein Jid kann nicht tun, Shabbos. Und ein technischer Goy tut technische Sachen, was ein Jid kann nicht tun. Und was ist interessant, kiemat alle, die fallen, wenn ein Nicht-Jid oder ein Goy ist in die Feuilletonen, sie sind neutral, nicht, what do I say? Was wirst du sagen? They haven't got a bad feeling. Oh, nicht? Ja, Nicht ja, schlecht? nicht schlecht. Nicht pejorativ. Ja, nicht pejorativ. Ja. Okay. Ist, ich weiß nicht, Sie kennen das, der vielen von den Sachen, was wir haben schon gelernt, aber durchblättern dein Buch, habe ich sich abgestellt auf dem und es ist mir gewinn interessant, wie viel Jiddischkeit ist da in die Feuilletonen und also es spiegelt ab ein Leben bei Jiden, was ist noch als gewinn sehr traditionell und nicht, und ich meine es, lernen die jiddische Literatur in Amerika, habe ich nicht als einen Eindruck. Es sind da Romanen, wo der Sohn geht weg und Sturm und Drang, aber es stammen solche kleine Details in der Meise, was hat im Ganzen nichts zu tun. Mit Frömmkeit, ist raus und hat gekuscht die Mezuzah, verschiedene, nach München ist heimgekommen, kleine Sachen, was erzählen uns, als die Londoner Jiden sind öfter gewesen als Sachfremder wie die Amerikaner. Ich weiß nicht, was ist dein Eindruck? Es ist gewesen ein kleinerer Kehille, weiß ich nicht, aber öfter andere Menschen haben euch gesucht, als in Amerika, sie haben säkularisiert Gieche öfter für in England und euch, weiß ich nicht, jede Zeitung hat gehabt, die Zeitung von Shabbos zum Beispiel und euch berichten von die Talmud Teure und so weiter. Haben Sie nicht gehabt so in Amerika? Ich weiß nicht, nein. Ja. Ich meine, sie gewinnen öfter, aber die Zeitung von Shabbos ist gewinnen, darf Shabbos-Dick mit Shabbos-Sachen oder? Ja. Aha. Ja, wenn man Ben schlicht oder so. Aha. Ja. Also, sie gewinnen Sachzeitungen da. Ich weiß nicht, aber von dem, was ich habe gelernt, habe ich das Gefühl, dass die Kehille ist eine Sache mehr traditionell, wie zum Beispiel in die 20er da in Amerika. Gut, Islam against Okay, also der kommende ist Mendel und der Sefer Teure und das ist von mit der Subtitle Sketches of Jewish Life in London. Und das ist von Liski. Yehuda Sommer Liski und ist gewesen ein Kommunist, aber viele ihm hat geschrieben ein bisschen wegen Religion, wie nur eine normale Sache und schreibt wegen, was ist ein Docker und das ist nicht normal für jeden zu sein, ein Docker. Beim Doc. Ja, Doc. Doc. Ja. Und, aber viele ihm, was ist nicht sehr jiddischlich, ist engagiert in ein Offen oder ein Weg mit der jiddischen Sache. Mit der, ja. Okay.
Das ist von mitten. The local Jews called Mendel the Goy. And although the streets around Whitechapel are inhabited only by Jews, he was not the only Goy among them. Under the bridge, in the deep, damp recesses, coarse-faced Jewish stallholders stood hawking their wares. So I go on. Yeah. Yeah. One evening, the men under the bridge grabbed Mendel on his way back from work. There were dark shadows under his eyes. His rough forehead was damp. Like yesterday and the day before, there was a smoking cigarette stub between his thick lips. The Jews under the bridge needed Mendel. They were waiting for him. "How are you doing, Mendel?" they greeted him. They didn't inquire. That's all. Oh, well, actually, Yeah, macht do I nicht do them das. all? Ja. Yeah. Business stuff und Oh, they didn't inquire about his family because Mendel had no wife or children. His years stretched out around him like empty branches of a leafless willow tree. Mendel ist gewesen ein Docker, gearbeitet bei den Schiffen. In der Dosiker Gegend hat man Mendeln gerufen a Zunamen Goy. Und chotsch in die Gaslach Whitechapel wohnen Tage Leute jeden, ist aber doch Mendel dort nicht gewesen der einzige von die Goyim. Unter der Brick, wie das Gejäg hat sich getragen durch die tiefe, feuchte Löcher, seinen gestanden jeden mit grobe Pennymer, haben gehandelt bei die nasse, steinerne Wand. Die dosige Jeden haben einmal in der Vernacht der tapt Mendeln unter der Brick. Mendel ist nur was angekommen von der Arbeit. Unter die Augen ist ihm gewinn schwarz, der harte Stern feucht. In Mäuel ist ihm gelegen ein Stückel Zigarettel. Die Jeden unter der Brick haben auf ihm herausgeguckt. "How do you do, Mendel?" haben sie ihm aufgenommen, nicht gefragt auf sein Haus gesinnt, weil Mendel hat nicht gehabt kein Weib, nicht kein Kinder. Hat seine Jahren ausgetragen wie ein puster Werbe trockt aus seine ledige Zweigen. The men began by drawing him into conversation about the greyhound races, which also brought in a bit of money from time to time. Then they gradually got down to brass tacks. "What do you think? We won't have to ask Mendel for long. He's sure to contribute. The rabbi's been looking for him. So what about it, Mendel? Do you want to have a share in the Torah scroll? You won't have to put much into it, and it will definitely stand you in good stead." The men under the bridge had been talking about the Torah scroll for weeks, and today there had been an especially big discussion. Jewish rag dealers with time-worn, troubled faces carrying sacks of second-hand clothes had suddenly gathered from the surrounding streets. They were telling each other excitedly that the rabbi had promised to celebrate the Torah scroll with a party. There would be plenty of brandy. Zuerst haben die Jeden gehabt, der Schmurs wegen die Hint. Interessant, du weißt, that they're Greyhounds. Ja. Aber sagt nur Hint, okay. Wegen die Hint, was laufen in einem Gewett. Und können einmal euch bringen, ein Gewinns. Chitre und Pamelech haben sie gleichzeitig gekrümmt die Weißlein in die Augen und Männlein an nem getan auf sicher. Was meinst du? Männlein wird man nicht davon lang betten. Wird euch zu Steuer geben. Der Rebbe sucht im Tag herum. Ey, Mendel, du willst haben Machelek in der Sefer Teure. Du darfst nicht keine Sache reinlegen, Mendel, und es wird dir reinbringen als sicheren Gewinns. Schon von etlichen Wochen haben also die Jeden unter der Brick gerät von der Sefer Teure. Besonders heint ist gewesen ein größer Schmuss. Seine nachher zugekommen moderne, alte, zerwätigte Pennemer und jeden, was tragen auf die Plätze, säcklich mit alten Sachen, handeln mit Schmattes und Laches. Sie haben sich plötzlich zerjavet von der Arumike Untergaslach. Sie haben einer dem anderen verkauft, abgenitzte Recklach, zerrissene Häusen und haben erzählt, als der Rebbe hat zugesagt, zu praven dem Siem HaSefer mit der Knack. Brampfen wird man nicht schallen. Gut, ist die frühe Dicke hast du übergesetzt, aber das hat übergesetzt dein Schutter, Ja. Barry Smarin. Ja. After kannst
wir haben den Eindruck, dass das ist als Vivi Lachs. Es ist da ein zweiter da. Ja. Erzähl uns ein bisschen wegen ihm. Ja, also wir haben die Übersetzungen getan zusammen. Ich habe geschrieben die Historiker-Sachen, die Geschichte und so weiter. Aber wir haben, es ist gewesen sehr, sehr eine gute Erfahrung zu übersetzen mit Emmett. Barry ist ein Übersetzer von Deutsch zu Englisch und redet Jiddisch von daheim und ist ein Jiddisch-Lehrer euch. Und es ist gewesen sehr, sehr interessant zu tun, es zusammen mit ein paar Wochen zurück bin ich gewesen in Krakow, weil wohnt nur in Krakow. Und wir haben gehalten ein paar Referaten zusammen und hat gesagt, als jeder eine von die Feuilletonen ja, sie sind gewesen übergesetzt geworden von einer von uns, aber hat gesagt, als bei Emmes, es ist gewesen beide. Wir sind beide in alle die Übersetzungen. Und meine ich, also das ist im Ganzen gerecht, weil wir haben gearbeitet, als Sache zusammen, es ist gewesen sehr gut zu bringen, verschiedene Erfahrungen von unserem Leben und unser die Sachen, was wir haben gelernt zu dem. Gut, lassen wir gehen zu Katie Brown. Okay, Katie Brown, also das ist bemerkt, wir haben 2 mehr. Und Noch 2. Entschuldigung, gar nicht. Ein Jiddisch-Lehrer bleibt ein Jiddisch-Lehrer. Aber das ist von Katie Brown. Katie Brown hat geschrieben auf Jiddisch jahrelang von den 20er Jahren und bedarklar hat sie geschrieben Feuilletonen, aber das ist etwas anderes. Ihre Feuilletonen bedarklar sind komisch, sind sehr komisch, sehr warm. Sie gefindt die Pitschewkes, die Chikawa Pitschewkes in der Kehle. Aber das ist etwas anderes. In die 40er Jahren ist sie gewesen die Redaktorin von Arbeiterring. Das ist gewesen der Zeitung von der Arbeiterring. Und sie hat geschrieben etwas, Leitartikel, etwas oder Feuilleton, also. My address book. Of my numerous comrades, friends, people from the old country, and members of the workers' circle, my address book is a precious souvenir. It often happens, especially in hours of loneliness, that I open the book and browse through it slowly, stopping at each page, having a good look, and images from long ago rise before my eyes. Each address has a special value for me. I find myself back again amongst my close friends in pre-war times, in warm and cosy houses, discussing all sorts of interesting subjects. We debate and we argue, and I'm engulfed by a huge longing for those days and nights, and even for those times which back then I had thought were very boring. Now, only ruins remain at each address, broken, destroyed houses, and families torn apart. Everything is a memory of downfall and annihilation. The addresses are now no more than tombstones, cold, dead monuments to what once existed and will never return in the modern world. And I am overcome by a strong desire to destroy the address book with all its contents, which has in any case already outlived its life and is worthless. Mein Adressenbüchel. Von mein größter Zoll Chaverim, Freund, Landsleit und Mitglieder von Arbeiterring ist mir verblieben a teurer Andenk, a Büchel mit Adressen. Trefft oft, besonders in Scheuen von Einsamkeit, als ich öffne mein Büchel und blättere es so langsam und stell mich ab auf jeden Seitele, guck mich ein und fahre meine Augen, schwimmen auf Bilder von nah und weiter Vergangenheit. Jeder Adress dort hat für mir a besonder mein Wert. Ich gefinde sich wieder zwischen meinen nonte Freund in die vergangene Farmelchome-Zeiten, in warme und heimische Häuser. Wir reden darum verschiedene interessante Injonim. Wir diskutiert und wir hitzt sich und es befällt eine große Bänkschaft noch jene Tag und Nacht und auch viele noch jene Zeiten, welche wir haben dämmelt betracht
als sehr langweilige. Auf jene Adressen sind jetzt bloß Churves verblieben. Zerbrochene, zerstörte Häuser, zerrissene Familien, als der Mond an Untergang und Vernichtung. Die Adressen sind jetzt nicht mehr wie Mazevas, kalte, teute Monumenten von dem, was ist einmal gewesen und was wird sich schon mehr mit der neuen Welt nicht umkehren. Und es befällt mich, ein größer Geschick zu vernichten, das Adressenbüchel mit seinem ganzen Inhalt, was ist schon sei wie sei, ausgelebt und wertlos. However, recently my book was enriched with 3 new addresses, very important and necessary ones. And the 3 new addresses are more awkward, harder, blander, and nothing to compare with the simple, familiar addresses of my friends. They consist of large, difficult numbers and characters without words and without meaning. They stumble and dance like strange shadows in front of my eyes and make my head spin. In writing such addresses, I have to make a big effort so that, God forbid, I don't make a mistake, don't switch one character for another, because if it is these very addresses that have such value and significance for me now, they are the addresses of my 3 sons in the British Army. Ist aber letztens mein Büchel bereichert geworden mit 3 neuen Adressen und gerade sehr wichtige und nötige. Und die neuen 3 Adressen sind eine solche schwere, umgelumperte Tempe, gar nicht zu vergleichen mit jenen leichten und heimischen Adressen von meinen Freunden. Sie bestehen von Größe und schweren Ziffern und Buchstaben, Anwärter und Ornamen. Sie plontern und tanzen wie fremde Schottens vor die Augen und sie mischen mir dem Meuch. Beim Anschreiben dieser Adresse muss ich sich sehr anstrengen, dass Cholile nicht machen kann Fehler, nicht verbeiten einen mit dem Zweiten, weil gerade die dosige Adressen haben jetzt für mir einen großen Wert und wichtige Bedeutung. Das sind die Adressen von meinen 3 Söhnen in der Armee. And when I open my book and pause at these last 3 addresses, my 3 beautiful boys appear before me, young, fresh, with innocent faces, with sweet smiles that fill me with joy and hope, hope for a better world, a more beautiful future, a dream that all mothers dream about their children. But reality is so strong and powerful. It destroys all fantasies and dreams. Cold, real life has taken my 3 sons away from me, and in their place I am left with nothing more than 3 large, difficult addresses that lend beauty to my address book and won't let me destroy it. Und wenn ich mich auf mein Büchel und stell mich ab auf die letzten 3 Adressen, wachsen aus von mir meine 3 schöne Jünglach. Junge, frische, mit naive Pennimlach, mit süße Schmeicheln, was haben angefüllt das Herz mit Freude und Hoffnung. Hoffnung für eine bessere Welt, für eine schönere Zukunft. A Cholem, welchen es cholemen alle Mames wegen ihrer Kinder. Ist aber die Wirklichkeit so stark und mächtig und zerstört alle Chaläumes und Phantasies. Die Wirklichkeit, das kalte und reale Leben, hat von mir meine 3 Söhne weggenommen und auf sehr Platz mir übergelost nicht mehr wie 3 große, schwere Adressen. Was beschänen jetzt mein Büchel und lassen mich nicht das vernichten. Gut, wir wollen endigen, mit noch ein Feuilleton von einer Frau. Und wie du hast der Mond in Anheb, ist London gewesen als ein Übergangort, Asyl. Und wir können das sehen von dem Feuilleton, von den Namen von gewissen Schreibers, Kulturtours, was sie der Mond. Das ist faktisch geschrieben geworden wegen der Kufe, wenn Anheb 20. Jahrhundert, aber geschrieben geworden nach der Zweiten Weltkrieg. Ja?
Efter, oder es ist gedruckt, publiziert geworden dort, aber weiß ich Ja. Wir nicht, ob wissen das, ja. nicht, wenn sie hat es geschrieben. Okay. Es ist erst publiziert in 1943 und später noch einmal, aber ja, weiß ich nicht, wenn es ist geschrieben geworden. Also das ist von Rochel Doniach. Rochel Doniach ist gewesen die Bibliothekarsche. Okay, Ja. Bibliothekarsche. Ja, Bibliothekarsche von der Jewish Reading Room. Ja, sie haben gehabt, das auch Jewish Reading Rooms in London, aber das ist gewesen einer von den größeren. Und sie schreibt wegen Naroditsky, der Druckerei, also der Herausnehmer, Geber Naroditsky. Und er hat publiziert Sachen beide in Jiddisch und Hebräisch. Und Menschen haben gewohnt in sein Tiere zusammen mit der Printing Press. Und beide, ja. Und Menschen haben gesagt, dass die zwei Sorten Schreiber haben nicht gerettet mit der anderen, aber das ist nicht gewesen der Emmes, weil sie sind gewesen zusammen. Was sind zwei Sorten? Jiddisch und Hebräisch? Jiddisch und Hebräisch, ja. Aha, okay. Also das ist ein Meister wegen ein spezifischer Incident, was ist geschehen, aber wir wollen lernen nur ein bisschen wegen ja, die Menschen, die sind gewesen dort. Und der Schreiber Rochel hat gesagt, als sie ist Sie hat sich herübergezogen. sich herübergezogen von Whitechapel Oder gemoved. oder gemoved. Okay. Ja, okay. As soon as I had risen to teaching in the lofty heights of the West End of London, Whitechapel naturally didn't suit me anymore. I had to have a respectable address. We quickly moved to Clissold Park Road, the Mayfair of Whitechapel. It's actually outside of Whitechapel. So in need of business cards, I ran over to Naroditsky and enthusiastically told him my story and ordered cards. No, he said, now you'll get 3 square meals a day. He knew what he was... Oh, do you want to go that far? Sure. Und so bald, wie sich der Häuben zu die heuchen Fenster, hat mir Whitechapel natürlich schon mehr nicht gepasst. Man muss doch haben eine Adresse. Haben wir sich sofort reingezogen in SM Clissold Park Road, die Mayfair von Whitechapel. Und jetzt muss man doch haben Karten. Läufe ich zu Naroditsky und ich erzähle ihm die meiste mit großes Peiles und bestell Karten. Nun sagt jetzt wird haben Chalassudas alle Tag. He knew what he was talking about, because up to then, even getting 1 meal a day was a miracle. You see, Josef Brenner was then a typesetter for Naroditsky, and Naroditsky's print shop was next door to Isaac's fish shop. And here lies the miracle. Brenner had no more than 2pence a day to spend, so he would come home with a big bag of chips. And in the Yiddish it also It says does say geprägelte Kartoffel. fried potatoes. Yeah. And the Agudat Hamorim would sit down at the table. No one suffered from lack of an appetite. And if God gave a helping hand, then Gutman brought in a large loaf of rye bread, and the one they called the Litvak was lucky enough to get a salted herring on credit. He would come in drinking the herring juice and guzzling the herring and give the order to cook potatoes, because herring with hot potato is ay, ay, ay. Mrs. Creditor knew that the famous Hebrew poet Gnessin had a nasty cough. She would take the last glass of milk from her little children and would bring it to Gnessin. I myself, the mistress of the house, had learnt how to cook a large pot of pea soup without meat, and so we used to prepare our meal every evening with a skip and a song. The only thing that was missing was the sound of the shofar. Hat schon gewusst, was hat gerät, weil bis damals
ist die ein zu der Tag euch gekommen, Alpines, der Heine, also wie Brenner ist geworden ein Bocherer Setzer bei Naroditskin. Und Naroditskis Druckerei ist gewesen neben Isaacs Fischshop und da liegt der Nest. Brenner hat mehr wie 2 Pennies a Tag nicht vermocht auszugeben. Und doch pflegt kommen mit der größten Pack Chips, geprägelte Kartoffel, und Chevre Melamdim pflegen sich geben a Setz herum Tisch. Kein Appetit hat Chalila nicht gefällt. Und als Gott hat geholfen, hat Gutmann gebracht der größten Laben Schwarzbräut. Dem, was man hat gerufen Litwak, hat gehabt, a Skule zu kriegen, a gesalzenem Hering auf Borg. Pflegt reinkommen, trinkendig die Heringrossel und satzgendig sich mit dem Hering und geben dem Befehl zu kochen Kartoffel, weil Hering mit heißer Kartoffel, ai, ai. Mrs. Creditor wieder hat sich gewusst, als der größere hebräische Poet Gnesin hat einen größeren Hust. Vielleicht sie wegnehmen die letzte Glas Milch von ihren Pitzlach Kindern und vielleicht es hereinbringen von Gnesinnen. Ich allein, die Akeres dabei ist, habe sich ausgelernt kochen a größeren Top Arbeitssuppe on Fleisch. Pflegen mir otta so praven unser Sude, alle Abend beschire aus Mire. Es hat nur gefällt der Kohl Schäufer. Es ist interessant, Creditor ist eine Schreiberin der Buch, nicht Mrs. Creditor. Ja. Und Brenner ist mit der berühmteste von den Schreibers. Josef Chaim Brenner. Josef Chaim Brenner. Meistens ein hebräischer, aber hat gemusst arbeiten bei Jiddisch da in London. Und hat geschrieben sehr, sehr interessante Sachen, sehr stark. Ja, ein bisschen zu lang für uns. Und Gnesin ist bekannt in der jiddischen Literatur wie der, nicht den ganzen Geliebter, nur Celia Drapkin hat ihm sehr lieb gehabt. Unrequited Love, meine. Und der ganze Meister hat gegangen bei ihrer Lied und es hat reingestellt, übergesetzt auf Ivrit und es befindet sich in sein Buch. Aber und der Hust, ich meine, er ist Tage ganz jung gestorben von dem Hust. Aber sie in London, sie in Israel, ich weiß nicht wo, oder in Russland. Ich meine euch, als ein paar Menschen sind verliebt geworden in ihm, weil Winchewski schreibt wegen ihm euch, weil ist gewesen als verbrannter Sozialist, ja. Gnesin. Ja. Oh, ich weiß nicht wegen seiner Politik, nur wegen seiner Liebe. Ja. Gut, ich meine, eine Frage ist, wenn man will, stellen eine Kasche. Gar nicht? Ja. Well, you're a wonderful reader, terrific reader, and so the book is all English. Yes. So, and you and your barriers or whoever you do the translation from like newspapers. Yeah. So the book has an introduction in, it's all in English. So the book has an introduction to the feuilleton, the genre, so it gives you a bit of a history of that, and then it looks at how it appears in London. And then there are 5 sections from different time periods, and they all have introductions, so you get a bit of the history of them. And then each of the writers also has little biographies, short as I could make them. And and then all the translations are from the two of us, working together on them. Und wie viel Ich meine, 52. Aha, und von dem hast du mich dann durchgelehnt. Oh ja, 400. Sicher. Und sie sind gewesen 26 Schreiber. 26 writers, yeah. Where did you find all the newspapers? Were they in some archives in London? In London, in Yivo, in Jerusalem, ja. Ich habe gefunden eine Sache um der Welt. Hast du gearbeitet mit Zeitungen oder sie gewinnen auf Microfiche? Oder Ein paar Dämen. Es ist gewesen geringer für mir mit den Emerson Zeitungen, aber ja. Und in der British Library hat gehabt ein paar von sie, aber bei der klar in Yivo, nein, sie haben gehabt noch Mikrofischen und euch in Jerusalem.
Noch einmal? Wie viele Jiden? Für der zweite Mal kommen? Als Jiden sind gegangen, weiß ich nicht, öfter 80.000, etwas so. Ja, so viel. Aber ja, aber nach der Milchome und nach der Blitz, was ist gewesen in 40, 41, nachdem und eine Sache von die Binyonim sind bombardiert geworden und Menschen sind gelaufen und sie sind nicht zurückgekommen. Ich frage sich, sie der nicht jüdisch redende Engländer versteht den Ausdruck ai ai ai. Ich meine das ja. Nicht Ich jüdisch weiß nicht, ob sie wissen den Unterschied zwischen ai 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 und oi. So faktisch gewinnt Ei. No, zwei Eis. Heil. What percentage of the writers were in the So out of those 26 writers, six of them are women. The women writers, they really didn't start coming into the picture. Do you understand Yiddish? Ja, also sie haben nicht, die Zeitungen haben nicht publiziert Frauen bis die 20er Jahren und Katie Brown ist gewesen die einzige Dame, aber sie haben euch publiziert geworden, ein paar Frauen von Amerika euch. Also nicht, aber in den 20er Jahren haben sie angehoben zu haben Frauen seitlich und euch Rubriken für Frauen. Katie Brown hat geschrieben eine Rubrik mit dem Namen In Frauens Kegenreich. Und das ist gewesen eine Agoniant-Rubrik, ja. Kennigreich. Und ja, also sie haben gesehen, dass Frauen haben gelernt, die Zeitungen, sie haben gewollt mehr Frauen leinen. Es gewinnt zwei sehr interessante Frauen. Das, was wir haben, ist öfter nicht gewinnt, so interessant wie Leute unser Geschmack. Und eine von sie ist Esther Kreitmann, die Schwester von Bashevis. Und die zweite ist Dora Diamant, die letzte Geliebte von Franz Kafka. Ja, ist. Ja, und Kreitmann ist sehr interessant, andere Sachen von Kreitmann. Eine Sache von die meistlich von die Novellen und euch von die Erzählungen von Kreitmann haben ja jetzt andere Menschen haben sie übergesetzt, aber ich habe gefunden zwei, was Menschen haben nicht gewusst, dass sie sind gewesen dort und ja, sie sind wegen London, aber ihre Novels, Romanen sind sehr, sehr interessant. Wegen Diamanten, what's it called in Diamanten? Brillanten. Ja, Brillanten, sehr interessant wegen London. Bedenkt ihre Romanen sind nicht wegen London, aber ja. Janet? Any Yiddish newspapers left in Britain? Ja, aber nicht nur in der frommen Kehille. Ja, nur in der chassidischen Kehille, nicht kein in anderen. Die letzte ist hat geendigt, zwei letzte, das jüdische Volk, das ist gewesen von Liski, ist gewesen der Redakteur und noch sein Tod, das ist in allem geworden. Und das ist gewesen in 1980. Und euch Stenzels Loschenen Leben, was ist gewesen eine literarische Zeitschrift, hat euch gedauert 1980. We'll take a couple of questions that no one's asking. Is there a movement, as there is here on young people, to some degree here, of learning Yiddish? Is there such a thing? Ja, wir haben. Die Frage ist, haben wir in England eine Kahile von Menschen, die haben uns nicht zu lernen Jiddisch? Ja. Das ist sehr klein in England, aber ja, und ein paar Menschen, die sind akademische euch und haben geschrieben wegen jüdischer Mekoirim oder nützen jüdischer Mekoirim. Ja.
Und wir haben eine spogelneue Theatertruppe. Und wir arbeiten jetzt. Ich kann fragen, so du bist nicht kein Londoner, du bist von Liverpool, ja? Ist gewesen etwas Spuren von der jüdischen Presse dort in anderen Städten oder gewesen eine Seite, was man hat zugechappet zu der Londoner Zeitung, wie hat das heißt gesehen? Sie haben gehabt eine Zeitung in Leeds, was hat die 3 größten Gehieles sind in London, Manchester und Leeds. Und Leeds hat gehabt eine Zeitung, meine ich, aus Manchester euch, aber das hat nicht gedauert sehr lang. Aber die Londoner Zeitungen sind, sie haben gelernt, die Londoner Zeitungen. Und sie haben gehabt Schreiber von, von Schottland, von Glasgow und andere Städte in England. Also die Schreiber von den Londoner Zeitungen sind nicht gewesen nur in London. Und in Liverpool, wir reden Jiddisch als euch. Wir reden Jiddisch mit einem Liverpool Akzent. Ja, verstehst? Also. Interessant. Ja. Gut, ist wie kann man wer? In die Londoner Zeitungen etwas Witz wegen, Galizianer, das ist sehr, sehr oft in amerikanischer Humor, ja. Warte. Der Litvak, ja, wir haben ihn schon. Emerson hat gesucht, als die Unterschied in die Bevölkerung in der East End von London ist nicht gewesen zwischen Jiden und Nicht-Jiden, es ist gewesen zwischen Litvaks und Galizianern. Ist wie soll man kaufen dein Buch? Oh, also 2 Sachen. Erstens, ich bin sehr, sehr zufrieden und excited, weil wir haben gekriegt einen Preis für den London Cockney Yiddish Podcast. Please give it a listen. Eine Episode ist auf Jiddisch und die andere auf Englisch und sie alle senden wegen Londoner jiddische Sachen. Und das ist mein Bücher. Please buy a copy. Und sie kostet wie viel Geld darf man haben? Es ist geschrieben dort. So it costs 35 if you get it, and then you have to pay postage as well. For me, it's 25. That is on my. That's what I buy it for. So, yeah. Okay. Danke. Thank you very much. Ich will noch bedanken Vivi in Sheva, was sie haben vorgestellt für uns als ein interessante, erzieherische, verweilerische Programm. Und ich muss sagen, Vivi, es ist nicht so oft, dass ein Mensch hat eine Profession, speziell Historie, wo sie können ausspielen, die ganze Meise, in sein euch ein Stück Entertainer. Und ich starke nur Gott für nach beten. Es ist ein großen Dank. Und ich danke dem Eulim, was sie sind gekommen. Und ich danke die, was haben nicht gewusst, dass sie wird sein auf Jiddisch, wo sie sind geblieben. Thank you. Thank you for coming and for staying. Und habt der Teppel Kava, Kichel, und seid mir alle gesinnt. Dank. Und ob ihr wollt stützende Jiddischliga, was hat vorgestellt die Programm, wir haben dort unsere Journal auf dem Schwell, ihr könnt nehmen ein Exemplar, ob ihr wollt schicken eine Beisteuer, wollt euch gewähnen, Amala, ist ein schönen Dank und hat eine gute Nacht.